somit grüß dich zurück zu Generation Zero. Wie du siehst, wir sind im Hauptmenü und in dem kurzen Zusammenschnitt, den du gesehen hast, habe ich uns ja schon den Weg da herüber gebahnt, vom Leuchtturm, da rüber, da vorbei, daher und ja, der Rest ist Geschichte. Da haben wir gehöft, genau, mit einer, das ist eine Relais-Antenne, ne? Ja, keine Ahnung, was weiß ich. In der Zwischenzeit hat sich hier in Fiskebäck beim Herumspazieren eine Nebenmission aufgetan. Die werden wir schnell machen. Die müsste hier sein, genau. Jetzt da. Sicherer Hafen. Ah ja, ich muss ja dann vorlesen, um was da überhaupt geht. Warte mal, ich verstecke mich dort kurz. Und dann lese ich das schnell vor. So. Und zwar... da, sicherer Hafen. Begib dich zum Treffpunkt in Fiskebäck. Das Zivilverteidigungsprotokoll besagt, dass im Krisenfall das Hafenstädtchen Fiskebäck an der südwestlichen Küste der Halbinsel der festgelegte Treffpunkt für die gesamte örtliche Bevölkerung ist. Von dort aus soll das Militär sie in einen nicht näher benannten Schutzraum in Sicherheit bringen. Als die Sirene Hesa Friedrich zu heulen anfing, fingen alle Radiostationen an, Informationen über die Treffpunkte für jedes Gebiet zu senden. Gut, das schauen wir uns jetzt an. Suche im LKW nach Hinweisen zur Fahrerin. Wie du siehst, ich habe da schon gelootet, also war dieser Schritt umsonst. Eine Waffe. Wir werden uns dort schnell verstecken und dann schauen wir uns diese Diskette an von der Veronika. So. Wenn wir sie nur finden. Inventarfertigkeiten Log. Sicherer Hafen. Genau, das habe ich auch noch gehabt. Diese Notiz wurde von Olle Lindberg, ich glaube. Lindberg. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da sage ich jetzt mal nichts dazu. Siehst, nebenbei muss ich mir ein paar Notizen machen, also es komme ich durcheinander. Diese Notiz wurde von Olle Lindberg für seinen Bruder am Kühlschrank hinterlassen. Da in Stücke außerhalb von Fiskebäck. Frederik, ich habe im Radio gehört, dass irgendetwas los ist und die Leute evakuiert werden. Falls wir uns nicht mehr sehen, wenn du zurück bist, ich bin mit meinem Lieferwagen mit Materialien nach Fiskebäck gefahren, um dort zu helfen. Eine Sache, falls du es schaffst, könntest du dafür sorgen, dass Veronika in Sicherheit ist. Olle. Genau. Veronikas Dokument nach der Trennung auf einer Diskette. Howdy, Big O. Okay, das hört sich nicht mehr ganz so richtig an, oder? Sorry. Ich vermisse dich ebenfalls. Zumindest glaube ich, dass ich es tue. Aber die Dinge haben sich nicht geändert, seit wir uns getrennt haben. Wir haben beide Dinge, die wir aufarbeiten müssen. Und um ehrlich zu sein, bin ich zurzeit ganz schön mit Arbeit eingedeckt. Klingt nach einer faulen Ausrede, ich weiß, aber es ist wahr. Es ist wirklich schlimm. Die da oben machen uns eine Menge Druck und ich bin fast die ganze Zeit im Labor. Ich müsste aber vor Weihnachten ein paar Tage frei bekommen. Wir können ein Weihnachtsdinner in der Pizzeria in Fiskebäck haben. Tada, Kapitän Veronika. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Die gute Veronika. Und das vor Weihnachten noch. Aber, wie in jedem guten Katastrophenfilm,
mit beteiligten Hauptcharakter glaubt man einfach nicht. Genau. So, da, zurück in Lenbacker und wir machen uns nun auf den Weg in Richtung Celebi mit Umwegen über ihn hier. Warte mal. Hauptmission, das Mädchen, das Wolf brüllte. Genau. Jetzt hau ich noch schnell alles weg, was wir nicht brauchen. Na, den nehme ich mit. Dort haben wir die Hälfte außer. Ungefähr so. Die tun wir raus. Die tun wir raus. Die tun wir raus. Perfekt. Da muss ich auch noch ausladen. Siehst du, so viel Scheißdreck erinnern, was keiner braucht. Beziehungsweise an Waffen habe ich so viel, was man Fujikato eliminieren können. Genau. Okay. Liebe Leute, groß und klein. Nun haltet euch. Falsch. Liebe Leute, groß und klein, nun schlaget euch nicht die Schädel ein. Genau. So. Nö, ich hab jetzt keinen Bock auf Ticks. Ich will apokalyptisch werden. Genau. Da war schon einmal jetzt vor kurzem in einem... Wie ich mich da privat kurz aufgehalten habe und die Gegend erkundet habe. Genau, das ist er. Grutze fix da! Ich lasse das mir keinen einzigen Rivalen am Leben. Haha! So. Jetzt ab nach Celebi. Welcher war denn das jetzt da? Da haben wir Arm. Da haben wir Arm. Da haben wir Arm. Also das ist ja der gleiche. Da haben wir gleich zwei von denen. Und da haben wir Arm. Okay. Ja. Ja. Kann nur ein faires Duell sein. Haha. So. Was haben wir da? Ist Tungsten. Ja. Experimenteller Helm. Rot. Naja. Gut. Ab nach Celebi. Und auf die Spur der guten Veronika. Oh, da unten ist gleich Unterschlupf. Warte mal. Nö, den haben wir noch nicht. Passt. Dieser Unterschlupf gehört auch uns. Ich habe so die Vermutung, in Celebi wird einiges los sein. War beim ersten Durchgang auch. Man kann mir nicht vorstellen, dass FNIX die Veronika einfach so ziehen lässt.
Okay. Schauen wir gleich mal. Da haben wir erst 11. Da müssen wir noch ein bisschen schauen und ein bisschen warten, bis wir da mehr haben. Und ja. Perfekt, weiter geht's. Was so kleine Küstenstädtchen wie da jetzt da, man. Küste. Ja, Küste kannst du dazu auch sagen. So ein kleiner Küstenhafen halt, etc. Ich finde sowas voll geil. Ich habe gerade im Levelbaum was gefunden, das wäre mir auch kein Alternativ. Sage da gleich. Das erste Mal, wie ich da durchgegangen bin, genau die gleiche Mission verfolgt habe, da habe ich es mit, ich glaube, mehreren Harvestern und Huntern zu tun gekriegt. Da mal Inventar. Einen Platz zuweisen, da machen wir mal die 5, genau. Und jetzt sage ich da, was mich interessieren wird im Levelbaum. Schau her. Da habe ich was gefunden. Ungeschlagen. Was war das? Na. Standfestes Chance. 1, 2. Wir werden da einen Punkt vergeben und da. Schaltet die Fähigkeit frei, schaltet die Fähigkeit frei, Gegner zu hacken. Erlaubt das ferngesteuerte Hacken von Gegnern mit einem Fernglas, um sie temporär in einen verwirrten Zustand zu versetzen. Für 20 Sekunden gehackt. Das hört sich nämlich echt geil an. Kurzen Blick.